Let it rip, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Twilight Princess HD, die Wüstenburg, mit unserem geilsten Item hier ever, und zwar dem hier, was es hoffentlich einigermaßen klappen wird. Jo. Na, jetzt nicht so geil, wie man es hätte. Natürlich jetzt so nicht, also wenn ich bereits im Sand bin, kann ich den Bebel nicht mehr einsetzen. Ups. Naja, hier ist sowieso schon alles offen. Ich habe einen ganz kurzen Tempel neu gestartet, einfach mal nur zum zeigen, was wir bereits schon alles gemacht haben und wieso es deswegen eigentlich auch schon episch geil ist. Jetzt kann man dann natürlich ganz kurz noch hier wieder den Bau füllen. Quasi wie praktisch es ist, wenn man bereits einen Tempel und die Rätsel schon alles gemacht hat, einfach nur durchmarschieren und bereits zum Endboss zu gelangen. Jo. So. Ist auch schon alles offen, klar kommen die Viecher hier noch wieder. Aber es ist uns jetzt sowas von egal. Die Mini-Skeletons. Die Vergeistseelen auch schon alle befreit. Wir haben hier natürlich noch, gut, wir haben erst 17 Geisterseelen. Es fehlen noch 3, damit wir halt zurück zu Giovanni können. Wow, hier bringt es gar nichts. Und hier ist auch schon alles erledigt, auch schon alles aufgemacht und so. Ja, so jetzt aus, könnte es irgendwie noch zerstören, aber nö. Aha, dort werden wir rufen, gut. Ja, wenn wir sagen, wir legen direkt los. Ich glaube hier unten. Gab es hier unten noch etwas? Ich muss ganz kurz überlegen. Nee. Ja, war ja klar, dass nicht ganz reichen wird, aber ist uns ja auch Piepe, Schnurz, egal. Wir wollen ja hier oben weitermachen. Jetzt müssen wir gucken, weil wir können natürlich hier noch in der Mitte abspringen. Müssen wir sogar für später. Ich glaube, zu Beginn weg macht das noch gar nichts. Ah, da war die letzte Fee. Ja, ich meine, klar könnte ich. Bringt es überhaupt viel? Das ist nur die andere Frage. Na komm, geschenkten Gaul. Maul und so weiter. 3 Flaschen, 3 Feen. Uns kann nichts mehr geschehen. Ja, vor allem, wenn ich mich natürlich täglich wieder mit dieser Zelda Amiibo wieder auffrische. Okay, jetzt ist aber sowieso Feierabend, also jetzt sowieso nicht mehr nötig und so weiter. Wo springt man hier? Aber ich glaube, hier war... Jo. Ein gutes Erkennungsmerkmal. Ja, da ist halt die erste Einbuchtung von oben. Hier sind sie noch groß, wodurch er ja nicht abspringen, aber von hier geht es ihm noch gut, wie man gerade gesehen hat. Ja dann. Bisschen nach oben bewegen das Ganze. Zack, zack, zack. Aha. Moment, ein bisschen weiter. Oh mein Gott! Nice! Ich sehe nichts. Wow! So. Und da sind wir vor der Endboss-Tür. Gibt es hier noch eine Fee? Wir haben mich auch ein bisschen überrascht. 2 Feen wie ein Endboss. Ich meine, der Boss selbst, der ist schon krass, keine Frage, aber deswegen brauchen wir nicht 2 Feen. Nö. Unser Bebel alleine, der reicht für diesen geilen Boss. Und rein in die gute Stube. Auch das erinnert mich an eine Szene aus Skyward Sword, muss man mal so sagen. Das ist einfach so, wenn du halt schon ein paar Zelda-Spiele gezockt hast, weil man Let's Played hast, das einfach so für gewisse Parallelen alles auffallen war. So, man sieht bereits ein großes Skelett im Boden. Gibt es auch schon zu Genüge, gab es sogar bei Triforce Heroes, gibt es noch was Ähnliches. Aber in Oracle-Spielen auch. Ach stimmt, das war hier so. Also ihr seht im Prinzip das riesige Skeleton-Gefäß, so etwas, aber es ist bereits tot. Moment mal. Ich dachte gerade, Skyward Sword, gibt es gerade 2 Szenen, an die mich gerade erinnern? Natürlich, der Raneldrache. Da haben sie in Gegenwart auch so ein Gerüppe. Sogar etwa die gleiche Größe. Hä, ist das Drache Ranel?
Nö, glaub kaum. Die Stimme kenne ich aber irgendwoher. Zanto! Kaum zu glauben, dass du den Weg hier überlebt hast. Man nennt dich wohl zu Recht einen Helden. Und doch, welch ein Jammer. Wirklich bedauerlich. Dies wird leider das letzte Mal sein, dass wir uns begegnen. Wieso leider? Geht mal so ein Schattenschwert, irgendwie so etwas. Stell dich mir, Zanto! Ich habe das Massenschwert, du bist erledigt. Kein Bock, Mann. Wieso nicht? Tschüss, Mann. Ja, Mann, ich lebe wieder. Ich bin Skeletor. Nette Mundgeruch hast du. Tschüss. Ja, Skeletor. Wow. Hilfe! Atem des Schreckens, wohl der Atem des Gestankes. Gut, ihr seht, wir haben hier noch ein paar Zeitgenossen, die sind natürlich gar nicht geil. Jo, ich denke, der Plan dürfte ziemlich einfach sein. Das hier ist Phase Nummer 1 des Endbosses. Das Problem ist, diese Dinger hier, die wir bereits gesehen haben, die sind schneller als mir. Oh, wow, er hat dann noch seine dämliche Truppe. Ups, das wäre sehr erfolgreich. Seine Schattenarmee, wohl ja seine Skeletonarmee. Was? Hä? Voll getroffen. So verarschen hier, zack, geht doch. Oh, meine Wirbelsäule! Wo sind meine Beine? Ich spüre sie nicht. Ja. Da bist du selber schuld. Nicht mit mir, Freundchen. Ich werde immer kleiner. Was soll der Mist? So langsam mal wieder springen. Oh. Sieht noch geil aus, wa, die Typen? Da bin ich wieder. Matthias, er geht mir auf den Sack hier. Nein, oh oh. Ja, das ist natürlich die Kehrseite davon. Zum Glück kein Treibsand. Das ist nämlich fies gewesen. Wurde ich besiegt. Tja, das war's. Hä? Nur als ich die Wirbelsäule platt gemacht habe, ist ein Schädel futsch? Ich meine, das Schwert steckt im Schädel, nicht in der Wirbelsäule. Wieso beschwert man überhaupt die Trottel? Es ist vorbei. Wir holen uns ja gut, das war jetzt eine schnelle Phase. Ja, das cool war. Wir holen jetzt erstmal her unser Herzcontainer, ist klar. Bei Herzen? Nö, gibt's ja gar nicht. Okay, braucht auch nichts. So. Ja, mit dem Herzcontainer. Muss ich wieder ein bisschen was aktivieren? Seltsam. Tja, offenbar gibt es keinen Herzcontainer, das ist natürlich scheiße, aber was willst du machen? Toll, wir kommen jetzt da rüber. Hallo? Hübsche Szene, wie heißt denn dein Zahnarzt?
Wow, Doppelherz verloren, dankeschön. Meine Fresse, wo bist du? Komm her. Jetzt wird's ziemlich geil, Freunde. Denn jetzt machen wir ihn platt. Und zwar im Flug, denn wir haben's drauf. Wo ist er? Da bist du ja! Willst du verarschen? Na toll. Nix da, Freundchen! Das ist seine zweite Phase und die finde ich richtig geil. Verzaubert das Teil. Alter, hau rein, wie ich kann und trotzdem... Ups, wow. Fang ich doch. Ja, komm mal schon. Da, oh, jetzt haben wir so einen Spieß gesehen noch dabei. Die sieht man ja kaum. Von dem bin ich immer auf der gleichen Höhe. Oh, also das ist teilweise echt ein bisschen nervig. Ich muss wieder warten, bis ich nach unten weiterkomme. Oh, da ist er auch schon. Hallo! Zum Glück ist natürlich er so doof und kommt natürlich immer auf meine Höhe runter. Tschüss! Sand wurde daneben geschenkt, ich nehme es dir wieder! Denn Schattenmagie ist scheiße! Auch hier seltsam, die zweite Phase bei Skeletor habe ich viel länger in Erinnerung. Natürlich erstmal voll weg. Yeah, wir sind da einfach nur geil! Voll damit sind durch. Obwohl ich sagen muss, jetzt die zweite Runde hier hat mich ein bisschen an den Stier erinnert aus Majora's Mask. Das war der Tempel Peak Hibernia, Entschuldigung. Der war auch so mit rumdrehen und so. Gut, das war jetzt hier natürlich Beyblade, damals war es Egon, Power, aber trotzdem. Jo. Scheiße, viel zu lang. Das ist viel zu kurz. Alter, gut, wir haben 12 Herzen, geil. Aber der Bosskampf hätte ein bisschen länger dauern sollen. Ups. Das ist ja auch eine Tür. Ah, da kann man herein, stimmt. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt nicht so gut gelaufen. Spiel speichern, das ist eben echt ein bisschen doof. Gut, Leute, wir machen jetzt hier doch ein paar ein bisschen kürzer, weil die Cutscene jetzt folgen mag. Folgen wir natürlich. Die ist zu weit, ich mich wieder daran erinnere. Ein bisschen umfassender und auch, also es passt ja sowieso besser in den eigenen Part packen, auf das Thumbnail und so weiter und das eigentliche Thema sowieso. Generell mache ich sowieso eigentlich ein bisschen längere Parts bei Twilight Prince, deswegen hier jetzt mal ein bisschen kürzer. In der Kürze liegt die Würze, wie man so schön sagt. Und da wieder mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!